Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy 9 auf Pelzig. Und hier haben wir noch eine Mithril-Weste, zufällig, die hier in einer Truhe auf uns gewartet hat. Gucken wir uns dann nochmal noch im Olden Sack um, da ist er wieder. Historiker belegen, der angebliche Hinterhalt war nur eine Ausrede, um das eigene Missgeschick zu vertuschen. Der zurückhaltende Verhalten vom Offizier gegenüber von der Tochter zeugt von seinem schlechten Gewissen. Ach, der Held ist letztendlich nur ein Mensch. Ja, okay, Erzählung vom Menschsein, nur noch 3. Alle hopp, wird ja allmählich. Oh, da ist er nochmal. Um ins Schloss vom Kaiser eindringen zu können, hat's gegolten, die Glocke von Amaterasu zu finden. Das ist übrigens die japanische Sonnegottheit. In der Tiefe der Höhle besiegen sie Adamantaimai und haben die legendäre Glocke ergattert. Erzählung vom Kooperieren. Ja, wie gesagt, Amaterasu, das ist die japanische Sonnegottheit. Und der japanische Tenno, der Kaiser, der beruft sich darauf, dass er angeblich auf Amaterasu zurückgeht. Dass das so seiner Linie entsprechen soll, angeblich. Organik haben wir jetzt auch noch da drin gefunden. In so einer Truhe. Hätten wir uns der Schmiede sparen können damals in den Blumen, aber so what. Das bringt ja schon was. Ich will mir jetzt die Organik schon als Waffe angelegt und lerne ja gerade auch was davor. So. Das war einfach nur so ein interessanter Fun-Fact, fand ich. Hab mal gedacht, das gefällt euch eventuell auch, wenn man so ein bisschen die japanische Mythologie da noch ein bisschen aufdröselt. Ah, sehen wir mal, da hätte ich sonst 14 nicht gehabt an AP. Ups, jetzt rennen wir gerade irgendwo anders hier. Ah, da geht's nochmal hier. Oh, hallo Olden Sack. Auf ihrem Rückweg wurden sie in einen Hinterhalt gelockt, aus dem sie nur entkommen sind, weil der Seppel sein Leben geopfert hat. Der Offizier hat später die Stadt verlassen, ohne der Tochter Chanelle Wort zu sagen, die immer noch auf die Rückkehr vom Papa gewartet hat. Erzählung vom Schweigen. Noch eine. Okay. Gut, dann müssen wir auch irgendwo hier. Ja, also ich würde auch sowas weiter hier machen, wenn ihr wollt, dass ich sowas erkläre. Weil ich finde sowas immer ganz interessant und ich habe mich hier so ein bisschen sowohl mit japanischer als auch europäischer Mythologie und so auseinandergesetzt. Und wenn ich was weiß, dann erkläre ich sowas auch ganz gern. Zu einer Zeit, als die 33 Klärstaaten sich gegen das Kaiserreich aufgelehnt haben, hat der Seppel mit seiner Tochter in einer kleinen Stadt gelebt. In irgendeiner Nacht hat mal ein flüchtiger Offizier um Hilfe gebeten. Der Seppel hat eingewilligt und die haben sich dann mit einem kleinen Trupp auf den Weg gemacht und haben Zuflucht in einer Höhle gefunden. Erzählung vom Anfang. Geschichte ist vollständig. Alle hopp. Aber die Truhe sind noch nicht vollständig, die ich hier einsacken kann. Rüberspringer. Joink. Jetzt nämlich noch was Gutes. Mithril-Armreif. Okay. Ist jetzt zwar nicht so berühmt berüchtigt, der Mithril-Armreif, da haben wir ja mehr als genug davor, aber eventuell gereichen die uns doch nochmal zur Nützlichkeit, wenn wir was schmieden. Es ist ja also gelungen, alle zu finden. Jetzt erzählen wir mal die Geschichte. Aber vorsichtig. Die Geschichte besteht in Wirklichkeit nur aus 4 Kapitel. Okay, dann fangen wir doch mal an. Der Anfang, ne? 33 Klärstaaten, das ist immer Anfang. Ja. Dann Rückweg ist noch nicht. Höhle war das. Dann Steinschlag ist dann hier. Heldentum. Dann Moment. Mist. Das war falsch. Kooperieren und dann Menschsein zum Schluss, glaube ich. Okay, bla bla bla, der erzählt es jetzt noch einmal. Das lesen wir jetzt nicht nochmal durch. Das ist doch eine Geschichte, ach Gott. Okay, dann noch einmal Anfang. Dann kommt Kooperieren. Dann das hier. Und dann Heldentum. So. Und? Stimmt's? Fast richtig, okay. Dann ist es Anfang. Okay, Zuflucht in einer Höhle. Dann Kooperieren. Dann Menschsein. Und dann Heldentum. So rum, oder? Lass mal es nochmal verzählen. Anfang, Kooperieren, Menschsein, Heldentum.
Ah, fast richtig, okay. Anfang. Menschsein. Kooperieren. Heldentum. Und, was sagt er jetzt? Das ist Geschichte, okay. Dann nochmal Anfang. Dann Menschsein, ne, kooperieren. Desto. Menschsein. Oder nee, Quatsch. Heldentum. Oder Schweigen. Und dann hier. Das war jetzt Anfang, Kooperieren, Schweigen, Heldentum. Ja. Letzte Frucht, mein Kind. Aus welchem Grund hast du dich der Erzählung von einem Held? Hast du der Erzählung von einem Held das Ende Heldentum gegeben? Nur jemand mit konsequenter Handlungsweise wird meines Erachtens nach von den Menschen akzeptiert und respektiert. Es ist eine alte Legende über einen großen Held, so muss er mit seiner damaligen Handlungsweise der Legende gerecht vorher sein. Eine persönliche und ehrliche Meinung möchte ich hören, mein Kind. Meine ehrliche Meinung? Ach, jetzt wo ich so weit von meinem Volk entfernt bin, habe ich es doch nie vergessen. Deine Seele ist erfüllt von Schmerz und Trauer. Wenn der Schmerz durch das Wiedererlangen von der Beschwörungsmagie gelindert wird, so sollst du meine Seele erhalten. Habt vielen Dank. Viele Wege führen zum Ziel, aber verliert dein Eng nicht aus dem Aare, mein Kind. Peridot erhalten. Jetzt kann ich bestimmt. Also, auf noch Lindblum. Hey, Opa, bist schon weg? Was hast du? Ich wollte nur mal fragen, warum wir uns das Spielchen heute spielen lassen. Ob einfach ein Mensch oder Held, das ist doch etwas, was die Nachwelt noch Beliebe bestimmt. Wie soll ich sagen, es ist ja wohl egal, wie es dir mal über etwas grübelt, weil die Nachwelt denkt sich sowieso ihren eigenen Deal. Ich glaube, Opa Rameau hätte sich so oder so Lilly angeschlossen, egal wer die Wahl so getroffen hätte, du Dabschädel. Irgendwie habe ich das im Gefühl, und du nicht, du bist halt dumm. Sieh dann, Vivi, jetzt komm schon. Genau so ist es. Unabhängig davon, was die Nachwelt erzählt. Wichtig ist die Ehrlichkeit sich selber gegenüber. Ihr ist es wahrscheinlich nicht bewusst, aber ihr tiefster Wunsch, ihre Beschwörungsmagie wieder zu erlangen, der ging ja bereits in Erfüllung, als sie noch meine 5 Doppelgänger gesucht hat. Sie hat ihre ursprüngliche Kraftbestie zu Beschwörer wiedererlangt. Je nach Wille des Beschwörers können die Bestie zu Götter oder zu Werkzeuge des Bösen werden. Ihr Denkweise erfordert noch Flexibilität, aber ihr große Hoffnung macht zu meiner Herrin würdig. Ich werde auf ihrem Pfad der Hoffnung behüten. Die Freundschaft mit euch ist in ihrem Herz zu etwas Unabdingbaren herangewachsen. Helfen ihr Ziel zu erreichen. Machen wir, aber tu mal bitte nix. Aber sicher doch. Sehr schön. Guck mal, Schloss Lindblum. Boah, was war riese Ding. Sieh dann, hier kommen wir nicht mehr hoch, wenn wir erstmal runtergesprungen sind. Ja, komm, hier in alles abgegrast hier in der Gegend. Können wir genauso gut runter. Aber jetzt kommt noch was anderes. Sieh dann. Ich möchte mit meiner Beschwörungsmagie alles so gut helfen, wie es geht. Okay, sag Lili, das schaffst du bestimmt. Sieh dann. Das ist doch... Die... Ja, das ist die Alexandrische Luftflotte. Inklusive Marine. Oh, Alter. Die Alt wird langsam richtig fies. Jetzt ein direkter Angriff auf Lindblum. Oh, 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 oh. Alter. Aber direkt von der Tragstange kein einziger Soldat getroffen ist auch eine Meisterleistung. Oh
Mann. Ach, Lindblum wird jetzt angegriffen. Die Lichter, das sind Teleporter. Die Schwarzmagier werden direkt ins Schloss teleportiert. Clara wurde nur noch von einer Bestie heimgesucht und völlig in Schutt und Asche gelegt. Nee, Mama, das kann nicht sein, bitte nicht. Mama. Lilly. Och, und Bibi fällt wieder hier. Oh Mann. Und wir werden wieder Zeuge von einer Bestia. Diesmal ist es Atmos. Der alles in sein Hölle-Schlund zieht. Oder generell sein Schlund. Ach, Schwarzmagier. Oh, Mann. Mit Schwarzmagier und Bestie den Weg bereitet und jetzt kann sie einfach einmarschieren. Und die Schwarzmagier waren ja doch auch schon beim Luftschiffhafen, um den Weg zu ebnen. Oh Mann. Ziemlich ruhig. Mama, wie konntest du nur? Sogar Lindblum hörst du? Sei auf der Hut, die sind vielleicht noch da. Bibi, du versteckst dich besser hier. Aber ich hab Angst, ich mag nicht. In der Stadt wimmelt's nur so von Alexandria-Soldaten, da sollten Schwarzmagier wie du vielleicht nicht unbedingt frei rumlaufen. Ja. Keine Panik, wir kommen ja auch gleich wieder. Entschuldigung bitte, Vivi. Ich verstehe schon, aber ihr kommt wirklich gleich wieder, ja? Noch. Aber ich finde schon, dass der so ein bisschen aus der Reihe fällt, weil er ist ja wesentlich kleiner und anders angezogen als die anderen Schwarzmagier. Von daher fällt er schon so ein bisschen aus der Reihe. Aber im Prinzip sieht er halt wirklich so aus wie die, von daher. Okay, da haben wir nichts Neues gelernt, allerhaupt. Aber wir hatten noch was. So rum, ordnen. Ich mag noch dem anderen Gedöns gucken. Wenn man hier was kriegt, Peridot, genau hier. Kann man nicht verwenden. Doch. Natürlich können wir das anlegen. Aber nicht als Item gebrauchen. Das können wir hier verwenden. Sie lernt das so, genau, als Accessoire. Du kannst Ramun Blitzrade lernen. Aber die machen sie wesentlich schwächer, die Dinger, während sie das lernt. Nichtsdestotrotz lernt sie erstmal Ability Up von Katjuscha. Dann können wir mal gucken, dass sie Ramu lernt. Dann kann sie nämlich auch wieder Bestia beschwören. So. Magst du dich etwa auflehnen gegen uns? Ja, komm, auf die Gosch. Königin Bran trotze zu wollen. Wie naiv, aber mutig bist, das muss man dir lassen. Dank der Schwarzmagier und der Bestia ist Königin Brana unbesiegbar. Töricht Widerstand so leicht, da führt uns zu Tod. Okay. Ja, sie greifen uns wenigstens so ab. Papa, Mama, wo seid ihr? Lass mich nicht alle. Ach Gott. Wir sollten lieber noch mal zutreten, damit er kein zweites Mal ausstehen kann. In den Bauch oder noch besser gegen den Kopf soll ich den Teufel reintreten. Hey, jetzt hör mal damit auf, das sind Teufel, die eine Seele. Eine Seele? Ja, im Moment werden sie zwar von Bran kontrolliert, aber Schwarzmagier haben genau wie wir eine eigene Wille und eine Seele. Ach, hätte auch so ein Unfug zu erzählen. Die sehen vielleicht ein bisschen menschlich aus, aber es sind nichts anderes als Teufel. Die haben alle so eine Gnade niedergemäht. Es hat fast so geschienen, als wären sie nicht mehr als leblose Gebäude. Die haben uns alle gerade behandelt, als wären wir Lebewesen mit Seele. Reizend. Ja, ganz bezaubernd. Okay. Wie schaut's dann hier aus? War nicht so wirklich gut. Scheiße. Plötzlich ist aus dem Nichts ein Luftschiff aufgetaucht und gelandet. Ich wäre beinahe drunter begraben worden. Zum Glück war es nur ein kleiner Frachter. Ich konnte gerade nur zur Seite springen. Glück im Unglück vielleicht. Sieht nicht so gut aus, aber dann können wir immer noch alles klauen, was er hat.
So frei bin ich dann wohl einfach die arme Leute hier zu bestehlen. Der Äther hätte immer noch für 1000 Gil hier verkaufen können. Und jetzt Kartenspiele ist vielleicht auch nicht gerade so die beste Methode. Oh Mann, die haben hier ordentlich was angerichtet hier im Einkaufsviertel. Kann ich irgendwo noch was einkaufen? Schauen wir mal. Das sieht nicht so gut aus. Ah, der Minister. Das Industriegebiet wurde völlig zerstört und das Einkaufs- und Theaterviertel sind ebenfalls ziemlich verwüscht. Ziehen noch ein paar Soldaten zu der Wiederaufarbeitung hinzu, dann wird dem Volk so schnell wie möglich, damit man dem Volk schnell wieder sein vertrautes Leben ermöglichen können. Wird gemacht. Minister Oberta. Prinzessin Garnet, Herr Tribal, ihr seid wohl auf? Geht's Onkel Sid? Geht's dem Großherzog gut? Sein unbesorgtes Schloss blieb vom Angriff verschont. Großherzog hat nicht der einzige Blessur davor getragen. Sehr gut. Ich erlaube mir, euch gleich zum Großherzog zu bringen. Ist wohl erstmal nichts mehr einkaufen. Ich melde die Rückkehr von Prinzessin Garnet. Onkel Sid. Oh, Prinzessin. Schön, dich bei guter Gesundheit zu sehen. Ich habe Angst gehabt, Bran hätte ich geschnappt. Und, Sie dann und die andere haben mich befreit. ich danke dir, sie dann. Aber um unser Flucht zu decken, sind Freya, Steiner und Beatrix im Schloss geblieben. Oho, die legendäre Beatrix, sagst du. Also dann brauchst du dir um die drei aber wirklich Sorge machen. Ja, Lili, das sehe ich genauso. Eigentlich wollten wir ja nur vom Schloss fort, aber plötzlich waren wir im Zinnegebirge. Keine Sorge, die drei lassen sich so schnell nicht unerkriegen. Zinnige, oh, seid ihr per Gargantula kommen. Der Mann hat Ahnung. Als Herrscher von ihrem Land ist es ja wohl meine Pflicht, gut informiert zu sein. Aber Wissen allein ist wertlos, wenn man dann mit den umzugehen weiß. Schon seit einiger Zeit wusste ich, dass Königin Bran versucht, sich die Kräfte von der Bestie zu eigen zu machen. Aber ich habe die Macht der Bestie wohl unterschätzt. Ich hätte gedacht, dass sie zu so einer Zerstörung fähig sind. Vielleicht zieht's mir ganz recht, Juckzirp zu sein. Wobei, eigentlich kann man ja noch vom Glück retten, dass es nur Atmos war, der ein paar Soldaten eingesaugt hat. Und nicht Odin, der alles im Erdboden gleich macht. Aber ich denke, es war richtig zu kapitulieren. Es wäre ich wohl zum Beispiel Clara ergangen. Was soll ich nur sagen? Was soll ich nur tun? Hey, der bewegt sich noch, ein verdammter Schwarzmagier-Soldat. Sei bloß vorsichtig, sonst macht er dich mit seiner Schwarzmagie noch fertig. Hey, was ist denn das für einer? Der ist irgendwie viel kleiner als die andere. Aber er tut mir ja weh, ich kann nicht zu der anderen. Wärst du wohl still sei und ob du zu deiner kehrst, du elender Schwarzmagier. Aber das ist doch... Oh. Ach Gott. Wenn einer von ihrer Soldaten sicherstellen können, den das wütende Volk grad lynchen wollt. Ich bin kein Soldat. Was soll man mit ihm machen? Ihn an Alexandria übergeben? Onkel Sid? Lass ihn los, Vivi ist kein Schwarzmagier-Soldat. Seine Aufmachung dient dazu, den Feind zu täuschen. Er ist auf unserer Seite. Ich hab verstanden. Wir bitten unerwürfigst um Verzeihung. Noch. Ja, das ist der einzigste Freundliche, den wir bisher so kennen. Brans bestrebe doch Macht mittels der Bestie, ist aber noch nicht alles, worüber ich im Bilde bin. In der Serie von Übergriffen steckt ein mysteriöser Waffenhändler namens Kuja. Kuja liefert Waffen und Ausrüstung von höchst magischer Qualität an Bran. An Mama? Ja, nur zu können hat die Schwarzmagier-Soldaten. Laut Augenzeuge aus Treno kommt Kuja mit dem silbernen Drache aus dem Norden. Moment mal, ist das denn der Typ damals in Bormetia? Außerdem munkelt man, Kujas Festung sei im Norden auf dem äußeren Kontinent. Im äußeren Kontinent? Es gibt noch viele unerschlossene Kontinente, auf der der Welt wächst. Der äußere Kontinent, das ist der unerforschte Kontinent nördlich vom Kontinent des Nebels. Ob es so Rasse gibt, die der Magie mächtig sind, ist uns nicht bekannt. Aber sicher ist, dass Kuja Bran ganz allein beliefert. Die Person, die ich im Schloss gesehen habe, das war vielleicht der Kuja. Auf jeden Fall scheint da Mama verhext zu haben. Na, dann machen wir ihn doch platt, oder nicht? Wenn wir nur den Kuja loswerden könnten. Gut, ihr beide begreift schnell, ihr Doppschädel.
Ist Kuja beseitigt, versiegt der Nachschub an Waffe und Brane wird geschwächt. Da ist die Zeit reif für einen Gegenschlag. Wenn wir Brane jetzt ergreifen, haben wir nicht die geringste Aussicht auf Erfolg. Im Klartext heißt das, reißen wir die Wurzel allen Übels raus, dann, genau. Selbst wenn wir Bran besiegen täten, Kuja hat bald ein neuer Handelspartner. Die Schuld von der Mama wiegt schwer, so wie sie selber. Aber hinter all dem steht Kuja und du dafür wird er bezahlen. Aber zuerst sollten wir uns um Steiner und die andere kümmern. Nein, da kann ich euch keine Soldaten zur Seite stellen. Um mein Volk zu beschützen, kann ich zurzeit niemand entbehren. Keine Bange, Lilly, die drei sind bestimmt in Ordnung, herrscht. Wenn Bormitias beste Dracheritterin, Alexandrias Generälin und der alte Dickkopf zusammen unterwegs sind, dann gnade dem, der sich dann in den Weg stellt. Außerdem bist du ja auch nicht allein. Ich bin immer an deiner Seite und beschütze dich, Lilly. Was du doch nicht auch, du ekliger Babsack. Ich wär Kuja, Finner. Ich möchte auch mitkommen und helfen und aufpassen, dass du nicht die ganze Zeit der Frau in die Wäsche willst, du ekliger Kerl. Außerdem bin ich auf dem Kontinent wohl eh nicht mehr so willkommen. Okay, dann ist mir alles gesagt. Dann wollen wir mal die Flause aus dem Kuja rauskloppen. Wie wär's dann, wenn wir das schnellste Schiff in ganz Lindblum zur Verfügung gestellt kriegten? Dauerlicherweise funktioniert der Nebelantrieb von Luftschiffen nur hier, über auf dem Kontinent des Nebels. Das heißt, dass ihr mit dem Luftschiff nicht übers Meer gelangen könnt. Ja, kapier ich jetzt, aber wie steht's mit dem neuesten Luftschiff, was ohne Nebel angetrieben wird? Ist das schon fertig? Nee, und sobald es fertig und einsatzbereit ist, beschlagnahmt Bran sowieso. Es gab zwei Bedingungen bei der Kapitulation. Die erste war die Beschlagnahmung vom neuen Luftschiff. Die zweite war die Übergabe der Drachenkralle. Das neue Luftschiff kann ich ja noch nachvollziehen, aber was will sie dann bitte mit dem komischen Klunker? Da bin ich überfragt. Naja, weil da Bestia drin sind in den Dinger. Wie auch immer, wir müssen uns wohl mit dem Boot begnügen. Das geht auch nicht. Der Seehafen ist gesperrt, da kein Schiff auslaufen kann. Aber, verdammt ich noch einmal, gewittert du nach Keitel, soll man dann schwimmen oder was? Nee, es gibt noch eine andere Möglichkeit. Im Morast, nördlich vom Schloss, gibt es ein altes Bergwerk. In der Umgebung von dem Bergwerk wimmelt es nur von Monstern und Kreaturen, die normalerweise auf dem Kontinent heimisch sind. Gerüchte besagen, dass es bei der Ausgrabung entdeckte Höhle als Passage zum anderen Kontinent dient. Fleißige Archäologen waren das bestimmt mit Ausgrabungen. Etwa zum äußeren Kontinent? Ein bisschen vage die ganze Geschichte. Kann man sich dann auf die Aufgabe verlassen? Auf die Angabe verlassen? Naja, das sind Gerüchte. Also bis wir wohl hier und vor Ort noch schauen. Ja, fein. Macht die Sache wenigstens ein bisschen abenteuerlicher. Was mir hier auf die Prinzessin aufherrscht. Wir beginnen ja schon mal mit der Vorbereitung für einen Gegenschlag. Mehr als die bescheidene Tasche Geld hier kann ich euch nicht entbehren, aber kaufen, was wir immer brauchen. 3000 Gil nehme ich gern. Ich warte so lange hier, sie dann kaufen wir was Schönes. Ja, so ist wohl besser. Tja, Lindblum könnte jetzt nur durch Alexandria. Weil wenn er hier nie mehr zurückkommen können. Deswegen sollten wir eigentlich gut ausrüsten. Komm einfach wieder auf mich zu. Hopp. Oh, nee, hoppla. Nee, noch sind die nicht abgeschlossen. Sollten wir erst nochmal zum Schmied reingehen. Und Aurora, Organic Detonator. Brauchen wir eine Silenquedia dafür. Baumwollkleid, Seidenkleid. Sehr schön. Können wir gleich mal 2A fertig lassen für unser Madame. Seidenhemd und Stirnband braucht das. Brauchen wir noch ein Stirnband. Wüstenstiefel, Hämmer, Halstuch, Hämmer, Kristallschild, Gemini-Stiefel, Katjuscha, Korallenhelm, Ring, Goldschal, Hämmer, alles, Zauberstiefel, Barett haben wir noch nicht. Mistgabel und Babuta. Kraftgürtel, brauchen wir Kettenhemd dafür. Also wir brauchen Kettenhemd noch einmal, damit wir das Ding vielleicht nochmal herstellen können. Kettenhemd ist aber zweitrangig. Kettenhemd, Stirnband und Silenquetia. Gucken wir nochmal. Kettenhemd, Stirnband, Silenquetia. Da war, glaube ich, der Waffenhändler. Huch. So. Okay, ich kriege alles zum Sonderpreis. Silenquetia. Polaris Partisane, Mithrildolch.
Multistab, Sternrute, Feuerstock, Gletscherstock, Donnerstock, Lederarmreif, Vitrilarmreif. Was war dann jetzt nochmal? Stirnband war noch und ein Kettenhemd brauchen wir noch. Vitrilhelm, Seidenhemd, Vitrilweste, Kettenhemd. Holen wir uns auch nochmal vorsichtshalber eins. Mitrilrüstung, sehr schön. Brauchen wir mal 2 von den Dinger. Man weiß ja als nie. Ah, jetzt haben wir 3 von den Dinger. Alle hopp. Warum auch nicht? Gut, gut, gut. Alles gut. Das ist alles nur Inventar, was wir so stinknormal schon parat haben. Aber beim Schmied können wir uns auch ein paar Sonderanfertigungen machen lassen. So. Dann wird erstmal ein Detonator gemacht. Und ein Seidenkleid hätte ich noch ganz gern. Und einen Kraftgürtel hätte ich noch ganz gern soweit. Barett hatten wir ja schon, Mistgabel und Barbuta. Dann rüsten wir uns nochmal aus. Wie viel macht dann das dann an Charter? Eine 30, ja Gewitterleid. Vielleicht gibt es dazwischen noch irgendwelche normale Dolche, die ich dann tragen kann, statt wieder so ein Oschi. Okay, da gibt's nichts Besseres. Gibt's auch nichts Besseres. Ja, du musst noch lernen. Gemini-Stiefel. Peridot ist dann wieder für sie. Kraftgürtel kann er lernen. Konter und Stärkebonus. Barett kann er nicht verwenden. So. Okay, Katjuscha nach wie vor. Hier auch nach wie vor. Da war doch was mit Barett noch, oder? Vitrilarmreif. Barett. Ah, du lernst ja Vitra dazu. Das ist natürlich sehr praktisch. Sehr schön. Vivi hat gerade nichts. Ah, nee, Quatsch. Das war ja noch das Kleid noch, ne? Vitrilweste, genau, da kann sie... Seidenkleid kann sie noch Urschrei dazu lernen. Aller Haupt. Gut, 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 gut. Sieht ganz gut aus soweit. Dann können wir jetzt nämlich aufbrechen. Nachdem wir im Itemladen noch ein bisschen was gekauft haben. Oh, der ist anscheinend zu. Aber das war die, glaube ich. Ja, viel ist nämlich übrig, klar, aber... Ja, ein Wiederkenner, der High Potions verkauft. Sehr schade. Dann machen wir Nummer 4. Dann sind wir bei Halbrunde wenigstens. Dann machen wir 2. Baldrian machen wir 8. Zelt sieht soweit gut aus. Und dann können wir eigentlich schon fort. Ja, wir sind startbereit. Wunderbar, dann bitte hier entlang. Sir Exzellenz erwartet euch in der untersten Ebene. Branes Flotte läuft ein. Verkriegsbeuteladen, die aber ziemlich billiges Zeug sei. Ob die es allen Ernstes mit Alexandria nehmen wollen? Oder planen sie vielleicht eine längere Seereise? Ihr dort, hier wird nicht gepappelt, sondern geschafft. Verdammt nochmal, wer glaubt eigentlich, wer die sind? Wir sollten ein bisschen Zeit gewinnen, wird sicherlich noch eine Weile dauern, bis die gestoppt haben. Mann, Alexandria herrscht jetzt über den ganzen Kontinent. Was nützt dann Vorbereitungen für eine Seereise zu machen, wenn es eh niemand mehr zu bekämpfen gibt? Was haben die bloß wieder auskeckt? Ist mir ein Rätsel, aber es handelt sich um habgierige Braner. Vielleicht fehlt daran noch ein Kontinent in ihrer Sammlung. Ja, man hat eine sehr hohe Meinung von ihr, merke ich. Ja, die Besatzungstruppe sind nach wie vor hier unterwegs. Wo geht die Expedition dann desmal hier? Mir wäre weit und breit kein Land bekannt, das für unsere Bedrohung darstellen könnte. Aber was zerbreche ich mir hier? Der Kopf Königin Bran wird schon wissen, was sie tut. Und unsere Aufgabe ist es, ihr Befehle auszuführen. Genug jetzt damit. Mitkommen. Ein paar Lindblumensoldaten haben sich im Gästezimmer verschanzt. Oh je, oh je. So, da sind wir jetzt wieder unterwegs. Und ich warte einfach nur auf irgendeinen Speicherpunkt, den wir noch machen können. So, dann werden wir uns jetzt hier durchschleichen müssen. Und dann geht's runter. Was mal, ist in der Welt Branen nur vor. Sie dann? Müssen wir wirklich zum äußeren Kontinent? Was hast denn du für einmal vorhin? Warst du noch ganz was essen drauf? Aber wenn euch etwas auf dem fremden Kontinent zustoßen sollt, dann bin ich ja letzte schwach, um euch zu retten. Du sagst dich also um mich? Naja, so kann man das jetzt nicht sagen. Es ist nur so, wenn die Prinzessin ihren Leibwächter verliert, ist in einer Bredouille.
Ja, genau, in einer Bredouille. Wie sagt man dann, Prinzessin, ich bin eures Dankes nicht wert, oder? Nee, im Ernst, danke. Keine Sorge, ich passe schon auf mich auf. Wie steht's mit dir, Lilly? Schließlich wissen wir ja nicht, was uns da erwartet. Ich bin bereit. Ich kann nicht so lassen, dass Mama sich nochmal etwas zu Schulde kommen lässt. Also hopp, dann bleib immer schön bei mir, du und Vivi. Was? Dann bleibt immer schön bei mir, du und Vivi. Ich sorge dafür, dass euch nichts passiert. In Ordnung. Gut. Da ist er Vivi schon. Ah, sieh dann, Lilly. Gut, dass wir herkommen. Vivi, wo sind Onkel Sid und die anderen? Naja, also, er hat gesagt, er kommt gleich wieder und seitdem ist er fort. Was treibt er denn jetzt bloß wieder? Hurra, ich hab's geschafft. Ich hab's zwischen dem Wasserdrachentor und hier die Lore sabotiert. Das kann ich nicht mehr ertragen, dass die beim Schloss einfach machen, was sie wollen. Verdammt nochmal. Los, die Gelegenheit ist günstig. Aber passen bitte auf, in dem labyrinthartige alte Mine kann man sich leicht verlaufen. Und ja, noch etwas. Nimm das hier noch mit. Was ist denn das für eine alte Stofffetze? Unverschämtes Mundwerk wie eh und je. Das ist ja nicht nur ein gewöhnliches Stück Stoff. Das ist der Staatsschatz von Lindblum. Es handelt sich um eine antike Karte, auf der alle Kontinente verzeichnet sind. Ach so, also doch noch mehr als so ein Stofffetze. Weltkarte erhalten, sehr geil. Jetzt aber los, wenn wir hier noch länger plaudern, kommen sie uns auf die Schliche. Sieh dann, Baby, dass wir hier auf die Prinzessin aufpassen. Ja. Onkel? Du hast gar Angst um Mr. Haver, juckt sie, aber kriegt was so schnell nicht unter. Jetzt aber schnell. Wenn die mich hier finden, dann verarbeiten die mich zu Jucköl. Dann lass uns mal gehen, Lilly. Ich bin auch noch da, du Babsack. Verzirbt nochmal. Also sowas, dass der Herzog eklig juckt sie, aber unsere ergebene hirnlose Witzfiguren sind. Das kann man am Verladen von Vorräte bitte schön so lang dauern. Nanu? Jetzt wieder habe ich vielleicht etwas im Haus gesagt. Dass euch die Feigheit von den Kerlen in den Wahnsinn treibt, kann ich ja verstehen, aber in Kürze beginnen wir ja mit der nächsten Operation. Die Maschine gab plötzlich ihren Geist auf und die Lore ist seitdem stillgestanden. Stimmt doch, oder? Ja, sie macht irgendwie und dann war Schluss. Eigentlich wollten wir ja ein paar Einkäufe erledigen, bevor es losgeht. Irgendeine Nachricht vom Wachposten? Nee, nix. Ist dafür vielleicht Herzog Sid verantwortlich? Ich glaube, er verheimlicht etwas vor uns. Hier muss er lang sein. Ihr doch, komm auch mit. Find mir der Großherzog. Zu Befehl, zu Befehl. Der arme Kerl. Als wäre es dann schon demütig und genug, darum zu Hansler als Juckzirpe. Aber naja, verdient hat das ja auch, dass er so bestraft worden ist. Mit dem, was er gemacht hat. So, Baumwollkleid. Du kriegst jetzt erstmal Seidenkleid. Dann kannst du Ability ablernen. Das ist schon mal sehr gut. Statt Zauberstiefel kriegst du jetzt auch erst einmal... Okay, Feurer. Also ist jetzt leider nicht so gut für dich. Blitzra von Peridot. Nee, das ist nicht so gut. Und... nee. Da ist nichts Großartiges mehr dabei für ihn. Hopp. An den ich auch jetzt sage, ich mache jetzt hier meinen Cut, nachdem ich gespeichert habe. Erstmal hier reingucken. Nö. Okay, dann kann ich jetzt hier speichern. Und wir sehen uns dann morgen wieder zur Let's Play Final Fantasy 9 auf Pelzig, ihr liebe Leid. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Ian Yankee.